SRF 3 Fokus mit der Judith Wernli und mit der Alessia Schrepfer. Ich kann einfach nicht die Faust im Sack machen und darum mache ich das auch, mich in dem Sinn exponieren. Und genau darum habe ich Alessia Schrepfer in den Fokus eingeladen. Die 34-jährige Thurgauerin ist eine Macherin und will die Gesundheitsbranche vorwärts bringen. Seit ihrer Ausbildung als Fachfrau Gesundheit stellt sie sich die grossen Fragen wie: Was braucht es, damit weniger Menschen den Pflegeberuf verlassen? Eine ganz wichtige Frage, gerade auch wenn man daran denkt, dass wir alle immer älter und somit auch eher pflegebedürftiger werden. Alessia Schrepfer hat mit We Nurse den ersten Freelance-Pool im Gesundheitswesen gegründet, wo den Mitarbeitenden gehört. Und so die Pflegenden auch zu Unternehmerinnen und Unternehmer werden. Und das unternehmerische Denken, das ist ein grosser Hebel. Davon ist die diplomierte Pflegefachfrau FH mit abgeschlossenem Masterstudium überzeugt. Und mit We Nurse ist sie diesen März vom Swiss Economic Forum zur Jungunternehmerin vom Jahr ausgezeichnet worden. Ja, was treibt sie an und was für Visionen hat sie für die Zukunft der Pflege? Ich freue mich sehr, ist Alessia Schrepfer heute im Fokus. Sie hat ganz viel Liebe für ihren ursprünglichen Beruf. Und darum hat es mich Wunder genommen, wieso hat sie sich dazumal für diese Lehre entschieden? Es sind verschiedene Optionen natürlich dort gestanden. Fage war dort voll im Trend. Also ganz viele haben das gemacht. Es war ein junger Beruf. Und ich bin dann auch drin schnuppern. Und ich habe es einfach eine mega Bereicherung gefunden, weil es so vielseitig ist. Du hast mit Menschen zu tun. Du darfst Menschen auf ihrem Schicksal irgendwie begleiten. Weil mit den Menschen, die du zuerst, die sind krank, pflegebedürftig, was auch immer. Und du kannst sie ja entweder begleiten, dass sie weniger leiden müssen, oder du kannst sie unterstützen, dass sie gesünder werden. Und das Gleiche auch Teamwork, halt wirklich mit einem Team das verfolgen, oder in einem 24/7-Betrieb. Du bist nicht immer allein, du bist kein Einzelkämpfer in dem Sinne, du bist innerhalb des Teams miteinander unterwegs und ja, kannst auch die schwierigen Situationen miteinander tragen und meistern. Und gleich hast du schon sehr gleich in dieser Ausbildung gewusst, du bleibst nicht in diesem Job, du gehst einen Schritt weiter. Warum? Ja, weil ich gemerkt habe, hey, ich will im Grossen etwas verändern. Und für das muss ich mich weiterbilden und wahrscheinlich die Karriereleiter hochlaufen. Dort man denkt, das höchste der Gefühle wird mal Pflegedienstleitung sein. Das ist auch mega cool, oder? Und umso höher, ja, für Schlusszeichen, dass ich gekommen bin, umso mehr war wie so auch der Drang, noch mehr und grösser und breiter zu verändern. Und darum letztendlich dann wirklich auch in dieser Selbstständigkeit, aber eben gleich auch ja, zum Basis stärken. Aber das unternehmerische Denken möchtest du noch vermehrt reinbringen oder bringst du auch vermehrt rein. Aber ich möchte gleich noch mal schnell zurück. Weißt, zum Beispiel meine Schwester arbeitet auch in der Pflege. Und etwas, was sie immer wieder hört, ist, ui, nein, das könnte ich nie. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst? Gut, ich frage im Fall seit ein paar Jahren mal zurück, warum denn nicht? Und dann ist es spannend. Ich weiss nicht, was würdest du als Antwort geben? Hey, ich könnte es mir eigentlich schon noch vorstellen, in der Pflege zu arbeiten. Ich finde, es ist einfach ein Job, wo mit Sinn, oder? Aber ja, was sagen die Leute? Warum nicht? Ja, ich muss immer ein bisschen sagen, ja, nein, nachher musst du Leute waschen oder auf dem WC begleiten. Oder wenn jemand stirbt. Also nein, das würde mich, ja, könnte ich einfach nicht, oder? Und nachher sage ich immer wirklich unterdessen so ein bisschen zurück, ja, ganz ehrlich, wie viel man am Tag gehst du aufs WC oder wäschst du dich? Natürlich, das ist ein Teil, der dazugehört, aber es ist ein mega kleiner Teil vom Ganzen, oder? Und nachher merkst du auch, dass die Leute sich wirklich gerne so, also da sieht man wieder eben das Bild von der Pflege in der Gesellschaft, oder? Wenn es noch höher kommt, denken noch viele, ja, und ab und zu geben da noch Spritzen oder so, oder? Aber es ist wie so, der Beruf, also die Gesellschaft weiss eigentlich gar nicht wirklich, was der Beruf tatsächlich den ganzen Tag macht, oder? Und das ist aber spannend, da kommen ganz interessante Gespräche, und wenn man am Schluss gleich mal fragt, würdest du es wirklich nie machen, gibt es schon die eine oder andere, die sagt, nein, wirklich nicht, und andere, die sagen, ja, jetzt muss ich so ein bisschen hören, wie vielfältig das ist, und eben nicht nur das Körperliche und Ausscheidungen und so, wo es dann gleich, ja, eigentlich nur sagen, ja, wer weiß, vielleicht gleich, ja. Ich habe mal mit jemandem geredet aus dem Gastgewerbe, der gesagt hat, für ihren Job, die haben einen sehr festen Fachkräftemangel, wäre es so wichtig, wenn Leute, die den Job machen, auch als Ambassadorinnen würden aktiv sein und sagen, hey, schau, mir hört immer, was alles nicht gut ist, aber ich mache den Job mega gerne aus dem und aus dem Grund. Da wäre auch etwas, was der Pflege gut tun würde. Ja, absolut, absolut. Also
Ich sage das immer, also gell, ich tue nichts schönreden. Ich meine, die Rahmenbedingungen sind streng. Ich habe letztens mit einem Geschäftsleiter von einer Institution gesprochen, der gesagt hat, ja, wieso jammert denn die Pflege immer, oder? Und dort muss ich schon sagen, wenn man nicht vergessen ist, du hast halt ein permanentes Grundrauschen in der Pflege, oder? Also du kannst nicht, wenn du zum Beispiel einen Bürojob hast, und ich kenne jetzt wie beide Seiten, oder? Dann kannst du einfach mal die Türen zumachen, das Telefon umleiten oder einfach nicht abnehmen und auf etwas fokussieren. Bei der Pflege hast du das permanente Grundrauschen, oder? Also es wird immer irgendjemand etwas von dir, sei es ein Mitarbeiter oder ein Patientenklingel läutet wieder etc. Aber ich glaube, das Problem ist, dass ganz viele wie so ein bisschen stagniert haben in dem, oder? Und es ist ja so, wenn halt viele sagen, das ist blöd oder man schon fast bemitleidet wird, der Mensch ist so, oder? Dann kommst du so in die, ja, in den, wie sagt man, in den Mut rein, oder? Wo du dann einfach findest, ja, es ist wirklich blöd und dann kommen wir noch zu wenig Lohn über und dies und das und jenes. Und ich glaube genau darum, ja, es braucht Leute, die sagen, hey, nein, es ist cool, oder da, wo nicht cool ist, dann verändern wir es doch zusammen. Und da merke ich manchmal schon auch ein bisschen, und da finden es vielleicht viele nicht so cool, dass ich das sage, aber ich sage es gleich auch immer wieder in der Öffentlichkeit. Wir von der Pflege könnten vieles in der Basis sehen. Das finde ich manchmal schon der Vorwurf, den man den Arbeitgeber macht, ja, man kann keine Idee und so bringen, stimmt schon nicht so ganz. Es ist ganz oft so, dass man es schon anbringen könnte. Und wenn es dann aber so ein bisschen darum geht, ja, okay, und wer kommt jetzt in die Arbeitsgruppe X oder Y? Dann ist schon oft so ein bisschen eine grosse Zurückhaltung. Ich verstehe es aber gleich auch wieder, weil eben, da komme ich auf das permanente Grundrauschen dazu, oder? Du musst es halt in deinem Alltag drinnen wieder machen, oder? Und ich glaube, da ist so ein bisschen die Diskrepanz, die wir haben. Ich habe im Vorfeld von dieser Sendung auch mal umgefragt, also was bräuchte es denn, dass die Fachkräfte, die Pflegenden im Beruf bleiben und eben nicht die Branche wechseln? Am häufigsten genannt worden ist die Herausforderungen mit den Arbeitsplänen, genug Erholung, bei Schichtarbeit, der Lohn, sehr häufig auch genannt wurde die Struktur, die steigenden administrativen Arbeiten, das zerreißt gerade auch, weil jetzt bei dieser Umfrage viel gehört habe ich auch, dass Pflegende möchten mehr bei den Patienten sein, das kennt man ja auch so ein bisschen. Nur das geht dann eben nicht mehr auf, wenn die anderen Punkte ja dazukommen. Ich nehme an, das überrascht dich jetzt nicht, das sind so einfach die grundlegenden Punkte. Was braucht es denn, dass man dort weiterkommt? Ja, also da mit den Dienstplänen, das sehe ich auch als riesen Problem. Also da ist wirklich teilweise manchmal eine Woche, 2 Wochen voraus die Dienstpläne kommen. Und das ist halt wirklich nicht planbar. Oder man muss sich vorstellen, man hat in der Regel etwa 4 Freiwünsche pro Monat, wo man aber irgendwie schon 6 bis 8 Wochen voraus muss eingeben, manchmal sogar noch weiter. Und du kannst einfach dein Leben nicht planen. Ich glaube, die Schichtarbeit ist noch spannend, oder? Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, ja, man will wie Bürozeiten arbeiten, aber jetzt gerade in meinem eigenen Team habe ich ein paar, die bevorzugen absolut Sport- und Nachtdienst. Die finden das total cool, hat man die Möglichkeit. Ich höre von vielen, die sagen, eigentlich Wochenende arbeiten ist eigentlich noch cool, weil dann kannst du unter der Woche einmal Termine und so wahrnehmen. Aber die Dienstpläne glaube ich wirklich, und dort, das müsste aus meiner Sicht mindestens 6 Wochen voraus fix einfach sein. Und logisch, du hast dann gewisse Änderungen vielleicht wieder, das ist wie das Problem, oder? Dann wieder mit den Ausfällen etc. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein Teufelskreis. Ich glaube, die Leute wären auch gesünder im System, wenn sie mehr Planbarkeit hätten. Und man wäre viel Pflege ist eine Berufsgruppe, die sind extrem flexibel und unterstützend. Also ich meine, wenn die eins einspringen, immer, wo andere schon längst gesagt hätten, nein, ich komme einfach nicht, ist eigentlich enorm, oder? Und ich glaube, der Dienstplan ist etwas vom Allerwichtigsten. Also das weiss ich selber, als ich als junge Stationsleitung war, da ist mit dem hast du gewusst, ist dein Team glücklich oder nicht, je nachdem, wie du geplant hast und wie fair du geplant hast. Und das Zweite, wenn wir gerade bei Dienstplänen sind, nicht nur Zeit voraus, sondern wirklich auch, dass das Arbeitsrecht eingehalten wird. Also das erlebe ich ganz oft. Und seit ich jetzt mein Start-up habe, habe ich mich extrem mit dem Arbeitsrecht befasst und muss also schon sagen, ich glaube, ich habe fast keinen Arbeitgeber gehabt, wo das so eingehalten hat, also mit Sport-Frühwechsel und so weiter. Also da ist schon auch, ich glaube, das sind die 2 wesentlichen Punkte. Und natürlich die Admin. Ja, wir haben recht viele Admin-Aufgaben. Ich glaube aber auch dort, gewisse Sachen braucht es, gewisse nicht. Ich glaube, wenn wir uns auf das fokussieren, dass zum Beispiel Pflegeleistungen, Pflegeplanungen etc. wirklich
das Verständnis dahinter ist, wofür machen wir es eben nicht einfach nur für die Krankenkasse, sondern es ist wieder Prozessdenken, es ist eigentlich Qualitätsmanagement, also dass halt wirklich auch der in 3 Tagen, der schafft, wenn ich nicht mehr schaffe, wirklich weiss, hey, wie ist die Wunde tatsächlich gewesen, oder? Also wenn man halt wirklich wieder den Fokus findet, wofür mache ich es, oder? Und dann aber auch das Richtige dokumentiert, glaube ich, ist dort schon auch grosse Optimierung auch seitens Pflege selber, also dass man da wirklich auch anders könnte, ich sage jetzt mal, Dokumentationszeit nutzen, die dann vielleicht wirklich wieder reduziert ist. Aber natürlich, ich meine, ich glaube, in allen Branchen ist der Adminflut am Überufern. Also, man sagt über dich, ich habe diverse Artikel gelesen, mit verschiedenen Wegbegleiterinnen geredet. Du bist jemand, der wirklich das Ganze vorwärts bringen will, eine wichtige Stimme und ein Vorbild. Und jetzt im März hast du den Women Award vom Swiss Economic Forum für die Start-up WeNurse bekommen. In der Laudatio heisst es, du hast mit WeNurse ein zukunftsorientiertes Modell im Gesundheitswesen entwickelt. Und kurz zusammengefasst, WeNurse ist ein Freelancer-Pool im Besitz von Mitarbeitenden. Da kommen wir sicher noch darauf zu reden. Im Moment haben wir rund 30 Mitarbeitende und bis in 4 Jahren sollen es 400 sein. Und eingeladen habe ich dich, Alessia, vor allem auch, weil du sagst, das ist nicht einfach ein Businessmodell, sondern dein eigentliche Ziel ist, dass es WeNurse in 10 Jahren gar nicht mehr braucht. Wie meinst du das? Genau. Also das Ziel von WeNurse ist wirklich, dass wir möchten die Leute, die bei uns sind, und darum eben, sie sind alle ab Tag 1 Mitaktionäre, Mitaktionärinnen bei uns, und zwar wirklich, das ist recht aufwendig, mit dem ganzen Aktienbuch und so weiter führen. Und zwar, weil wir sagen, die Pflege ruft nach mehr Verantwortung, nach Unabhängigkeit. Also wir möchten nicht mehr den Hilfsarbeiter vom Arzt sein oder von der Ärztin sein. Und wir möchten sie wirklich dorthin bringen, dass sie Verantwortung übernehmen können, dass sie mitentscheiden können, aber eben auch nachher Konsequenzen mittragen. Also wer A sagt, muss auch B machen, oder? Also kannst du ein Beispiel nennen vielleicht? Zum Beispiel haben wir mit den ersten 10, die wir kennen, haben wir unsere Lohnbänder definiert. Das war eine heisse Diskussion. Halt so ein bisschen, wir reden immer vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeberhut, weil bei uns haben sie beide an, oder? Und aus Arbeitnehmersicht sagst du, umso höher, umso besser. Aus Arbeitgebersicht sagst du, ja, aber wir müssen die und die Kosten ja decken. Oder wenn wir in die Weiterbildung investieren wollen, brauchen wir dort auch ein bisschen Geld. Und da ist eben genau da, wo ich merke, dass die Pflege zu wenig ausbildet oder gar nicht ausgebildet wird an unseren Fachhochschulen und höheren Fachschulen und Berufsschulen. Dass die Pflege wirklich eben auch ein bisschen das Finanz- und Wirtschaftsverständnis hat und weiss, hey, mittelfristig können wir alle gewinnen, wenn wir kurzfristig vielleicht überlegen, wo wir was investieren. So, da ist zum Beispiel das unternehmerische Denken stärken. Genau, absolut. Und ich gehe schwer davon aus, wir werden sicher Leute haben, die vielleicht, sagen wir jetzt mal, wenn es zu ihnen länger wie als die 10 Jahre gibt, die vielleicht für immer in diesem Setting arbeiten wollen, oder? Wir vergleichen es auch immer so ein bisschen mit dem Consulting, oder? Die haben draussen so, die ganzen grossen Firmen, die haben einfach die haben es wie anders marketingtechnisch geschafft, oder? Du bist ja auch ganz oft Bodyleasing dort. Also wenn ich einmal höre, dass irgendwie jemand von diesen 10 Jahren bei der gleichen Bank auf einem Projekt ist es eigentlich einfach Bodyleasing, oder? Aber auf die Frage zurück, wo du gesagt hast, ja, wieso soll es seit 10 Jahren nicht mehr geben? Wir möchten eigentlich, dass die Leute, die bei uns sind, vielleicht die zukünftigen Führungspersonen in diesen Institutionen sind und genau mit dem Mindset zurück in die Spitäler, in die Pflegeheime, in die Spitexen gehen und eben genau das können dort weitergehen. Das natürlich jetzt schon auf einem Einsatz, sei es in der Beratung oder sei es wirklich eben im klassischen Bodyleasing-Setting, aber eben auch die dann nach ein paar Jahren sagen, hey, jetzt habe ich das gesehen, jetzt will ich wieder in die Festanstellung gehen, respektive Festanstellung halt im Spital X festbleiben, dass die das halt wirklich so weitergehen können. Weil ich sage, auch wenn wir 400 Personen sind, es gibt fast 100'000 Pflegefachpersonen in der Schweiz, oder? Also ich meine, wir sind dann immer noch eine wahnsinnig kleine Gruppe. Aber so ein bisschen das Ziel ist wirklich so ein Movement anzubringen, dass wir da wissen und ich sage jetzt das Mindset, eben, man kann etwas verändern, wenn man will. Und es ist hart, also manchmal ist es hart, aber es funktioniert. Und wir merken das jetzt schon wirklich in kleinen Aspekten. Also nochmal ganz konkret, Mindset verändern. In welchem Bereich meinst du jetzt eben das unternehmerische Denken? Aber das sind ja dann Pflegefachfrauen, Fachleute, die in die Pflegeheime, in die Altersheime gehen. Und die bringen dort natürlich ihr Wissen mit. Aber was bringen sie mehr mit, wie wenn die einfach sonst angestellt werden?
Ja, eben das ganze Prozessdenken, oder? Was passiert, wenn man jetzt zum Beispiel nicht korrekt arbeitet oder etwas nicht korrekt dokumentiert? Oder auch das Argumentieren. Wie kann ich denn argumentieren, dass man jetzt vielleicht Hilfsmittel X braucht, oder? Also das ist zum Beispiel auch ganz oft, wo ich schon als junge Fachfrau gemerkt habe, wenn ich zu meinen Vorgesetzten gegangen bin, also gesagt, hey, wenn man, keine Ahnung, ich sage jetzt etwas, den Patientenheber, der vielleicht ein bisschen teurer ist, überkommen, zahlt sich das wieder aus, weil wir haben nachher weniger Krankheitsausfälle, weil die Leute zum Beispiel einen kaputten Rücken haben. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel, oder? Das gibt es in den meisten Häusern schon, oder? Aber, oder eben auch die Leute motivieren vor Ort, oder? Mit Kleinigkeiten. Ja, wie können wir zum Beispiel auch mit dem Arzt anders kommunizieren? Also Kommunikation ist ganz ein Riesenthema, oder? Wie kommst du an dein Ziel, ohne einfach, sagen so das klassische jammern oder ja, geht eh nicht oder es ist noch nie gegangen, halt wirklich das Vorleben. Ich glaube, es läuft ganz, oder nein, ich bin davon überzeugt, es läuft ganz viel über das Thema Vorbildsfunktion und dann halt wirklich auch Vorleben vor Ort, oder? Ich bin zum Beispiel jetzt gerade selber auf einem Einsatz gewesen, fast 7 Monate. Als Pflegedienstleitung ad interim und dort ist zum Beispiel für mich völlig klar gewesen, dass ich innerhalb der ersten paar Wochen auf jede Schicht mitarbeiten will. Und ich bin auch auf den Sportdienst, ich bin auf den Nachtdienst gegangen und zwar genau aus dem Grund zum Verstehen, was ihre Probleme sind, weil das ist ganz oft auch das Problem, oder? Dass man dann vielleicht in einer Führungsposition ist, dass man aus dem Büro raus ein bisschen überspitzt gesagt, oder sagt, ja nein, das muss schon gehen, ich habe es ja vor 10 Jahren auch einmal so gemacht, aber halt das wirklich spüren, woran liegt. Und es sind wirklich, das ist vielleicht noch schwierig zu verstehen, aber es sind wirklich so ganz kleine Schräubchen, wo man eigentlich drüllen kann, dass die Dienstabläufe besser funktionieren, oder? Und da sind wir halt, da machen wir innerhalb von der Winners wirklich auch regelmäßige Fallbesprechungen, wo die Leute wirklich so Themen reinbringen können. Hey, da und da erlebe ich jetzt eben genau auf meinem Einsatz. Sind übrigens nicht nur Pflegeheime, sondern eben auch Spitex-Spitäler und so weiter. Wie können wir das jetzt angehen? Und da ist ja noch ein anderer Punkt, wo wir anstreben wollen, dass wir so ein Peer-to-Peer-Netzwerk aufbauen. Das ist auch etwas, was die Pflege nicht gut macht. Wir dort nicht netzwerken, obwohl wir so viel wären und eigentlich voneinander profitieren, dass man halt wirklich auch lernt, hey, die und die oder der und der hat die und die Fähigkeiten und halt so ein bisschen Sharing is Caring und nachher eigentlich wieder mit einer neuen Idee reingehen. Wir haben gerade jetzt ganz frisch ein mega cooles Projekt gestartet mit einer Reha zusammen. Das ist wirklich gerade vor 2 Wochen gestartet, wo eine Bachelor-Absolventin im Tandem mit einer Master-Absolventin, also die sind beide, vor allem die mit dem Master, ist schon sehr lange im Berufsleben, wo sie eigentlich jetzt gemeinsam Prozessoptimierung in der Klinik machen. Also wo sie mit dem Masterabschluss wirklich Ist-Analyse macht, jetzt einen Projektplan und sie mit dem Bachelor noch eigentlich wie so ein bisschen der verlängerte Arm vor Ort ist, das mit den Teams umsetzen, coachen, aber zu 50% eben nicht nur der Consultant in dem Sinne ist, sondern zu 50% selber im Schichtsystem mitarbeitet. Und zwar nicht das Verständnis auch mehr hat dann, oder? Genau, also sie ist dort, oder? Aber vor allem auch, wenn du zum Beispiel den Medikamentenprozess, ich sage jetzt etwas anpassst, dann erlebst du es halt im Sportdienst oder auf dem Nachtdienst oder im Frühdienst gerade selber. Funktioniert jetzt das wirklich, oder? Und dort wollen wir uns auch wirklich unterscheiden. Es muss on the job eine Optimierung geben. Und das können eben, und da würde ich wie auch alle Pflegefachpersonen da aussen ermuntern, ihr wisst am besten, was eigentlich bräuchte, oder? Und man könnte eigentlich dann vielleicht mit anderen, die vielleicht die anderen Stärken haben, mit eben irgendwie Prozessdenken oder so, wenn du dort würdest kombinieren, könntest du so viel anpassen. Und da ist halt schon ein bisschen das Problem von der Pflege, dass man dann oft bei diesen ganzen Projekten die Leute so involvieren, oder ich sage jetzt gerade auch Konzeptarbeit. Ja, jetzt machen wir das neue Konzept, Pflegekonzept zum Beispiel, oder? Und dann holt man die von der Basis, also was sollen wir jetzt in das Konzept hineinschreiben? Und das überfordert oft, weil ja, wenn du halt noch nie konzeptionell hast müssen denken. Aber gleich, du sagst ja, du willst nicht warten. Also ihr sollt selber aktiv werden. Und gleichzeitig sagst du, man hat ja keine Zeit während dem Job, wenn man den noch macht. Das ist ja häufig ein Problem in allen Branchen. Ja, doch, man hat, also ich habe wirklich immer die Zeit gefunden. Also wirklich überall. Ich war sehr lange ja selber auch am Bett gewesen. Und es ist halt schon das Thema Priorisieren. Und man muss auch priorisieren, oder? Ist zum Beispiel lustig, ich habe mit dem Patrick Hessig mal eine Diskussion gehabt, wo er mir gesagt hat... Nationalrat aktuell. Genau, wo er mir gesagt hat, weisst du, Alessia, wir haben immer das Gefühl, es geht immer um Leben und Tod, aber das stimmt gar nicht. Dann habe ich wirklich so
eine Sekunde gedacht und dann habe ich ihm eigentlich sagen, doch, eigentlich schon. Aber dann musste ich sagen, nein, eigentlich, du hast recht. Es geht wirklich nicht immer um Leben und selbst auf dem Notfall geht es nicht immer um Leben und Tod. Und wenn wir natürlich immer so ein bisschen, wir sind natürlich mega drin auf Machen, aber eigentlich würde es so viel helfen, wenn man innerhalb des Dienstes mal durchschnaufen, sich überlegen, okay, was sind jetzt die sinnvollen nächsten Schritte und was können wir ausprobieren und erst dann macht, dann hätten wir die Zeit. Nicht immer, aber ein Großteil hätten wir sie. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass nicht alle, die im Pflegeberuf sind, würden nicken jetzt bei deinen Aussagen. Also was kommst du da für Gegenwind über? Weil klar, auf der einen Seite bist du jetzt gerade ausgezeichnet worden mit We Nurse, das heisst, du bist eine Visionärin, du willst das Gesundheitswesen neu denken. Man spürt es auch, wenn du redest, das hört gar nicht mehr auf, du bist voll da, das ist etwas, was dich intrinsisch motiviert, das ist wirklich deine grosse Vision, über das reden wir auch noch. Aber auf der anderen Seite kann man schon vorstellen, dass es recht Gegenwind gibt. Ja, im ersten Moment tatsächlich. Aber wenn du nachher eben in die Diskussion kommst, und ich glaube, das zeichnet mich aus. Ich erzähle es halt nicht einfach irgendwie aus der Theorie raus, sondern ich habe es halt wirklich selber von der Pike aufgelernt und gemacht, oder? Und natürlich, es gibt immer wieder, dass du anstehst, aber so ist das Leben. Du stehst immer irgendwo an, oder? Und ja, ich habe einfach Mühe damit, wenn man es gar nicht erst probiert. Und das erlebe ich halt schon oft, oder? Und das ist manchmal auch in der Führung oben, oder? Ja, ist eine gute Idee, aber wir können es nicht ähnlich. Ich denke immer doch, man kann so viel. Und gell, ich rede da gar nicht von riesen Projekten, weiss Gott was, sondern es sind ganz Kleinigkeiten, wie eben auch schon, ich vergleiche es zum Beispiel immer, ich gebe ab und zu auch noch Schulungen für Cura Viva und dort sage ich auch immer, hey, wir hatten doch alle mal Kochunterricht in der Oberstufe. Und das Erste, was du dort lernst, ist Mise en place zu machen. Oder? Du lesest das Rezept, gehst posten, tust alles richten und erst dann fängst du an, den Kuchen oder was auch immer backen. Oder? Und ganz viele erlebe ich, und das ist aber nicht nur in der Pflege, auch sonst, die immer schon mit dem Backen Freestyle anfangen. Oder? Und nachher kommst du mega in das Chaos und in die Hektik hinein. Und wenn du halt diesen Prozess vorher würdest machen, dann sparst du wieder mega viel Zeit hinten raus ein, oder? Und genau das ist eigentlich das, was ich meine und ganz oft gerade auch in unserer Branche erlebt habe. Die mega im Stress waren und so. Und eben, es gibt Stress, ich würde es wirklich, es ist ein wahnsinnig anstrengender, herausfordernder Job. Aber auch ganz wichtig, wir werden immer älter. Genau. Jetzt, du hast eben Vision für eine bessere Zukunft in der Pflege. Wenn wir es ein bisschen runterbrechen, was braucht es denn in deinen Augen hauptsächlich? Das Erste ist wirklich verlässliche Dienstpläne. Das Zweite ist, und das ist auch ein Appell an die Politik, man muss die Stellenschlüssel anpassen. Und Stellenschlüssel meine ich nicht in der Quantität, also in der Anzahl Leute, sondern von der Qualifikation, also Skill- und Grade-Mix, wo alle reden. Einfaches Beispiel, als ich zum Beispiel in der Langzeitpflege geschafft habe, bin ich in der Woche manchmal das einzige Titel für bis zu 130 Betten zuständig gewesen. Klar, mit Fages auf die anderen Abteilungen gehabt, aber eigentlich, ich selber auf Fages gelernt habe, ist ja absolute Überforderung, oder? Für das bist du nicht ausgebildet. Und ich als Titel habe einfach gedacht, hoffentlich meldet sie sich zum richtigen Zeitpunkt, wenn etwas ist, weil anders kannst du gar nicht machen. Und das ist nach wie vor gerade in den Pflegeheimen so, dass du viel zu wenig, ich sage jetzt gut qualifiziertes Fachpersonal hast, aber das Patientenklientel hat sich komplett verändert. Also vor 17 Jahren, als ich noch die Pflegeausbildung gemacht habe, ist wirklich noch das Ömeli und Zöppeli, das man sich vorstellt, was sagt, ja, jetzt bin ich so alt, jetzt gehe ich mal ins Heim und dann hast du vielleicht noch ein paar wenige schwierige Fälle gehabt. Aber es war wirklich noch so das klassische Altersheim. Heute, wo die Spitäler früher noch Peter lernen, Psychiatrie früher noch Peter lernen, es ist ein halbes Akutspital geworden. Aber der Stellenplan ist immer noch der gleiche. Spitäler, denke ich, je nachdem, dasselbe. Es ist halt alles total schnelllebiger geworden. Also da ist sicher auch etwas, wo ich sage jetzt mal auch, wo vielen Pflegenden sehr wichtig ist. Also zum Beispiel, wenn du operiert wirst, dass du weniger lange durch im Spital bleibst und wenn du ja länger bleibst, brauchen die Pflegenden weniger Zeit für dich. Wenn du hast als Patient brauchst weniger Pflege und dann kommen schon wieder die Neuen, die gerade operiert worden sind, oder ein bisschen das. Genau. Es ist halt sehr schnelllebig geworden. Und das Dritte ist sicher Kompetenzregelungen. Und mit dem kommt sicher das Thema Lohn wieder. Aber ich sage jetzt mal, die Kluft zwischen Medizin und Pflege, die ist heute nicht mehr, also die stimmt einfach nicht mehr überein. Heute machst du in der Pflege so viel
wo früher noch ein Arzt gemacht hat, das stimmt einfach nicht mehr, oder? Aber Kompetenzen, rein rechtlich, die sind gleich geblieben und die Löhne sind auch nicht wirklich entwickelt worden. Und da ist sicher noch der dritte Punkt, wo relevant ist. Du selber führst ja ein Team. Wie ist denn das, wenn jetzt deine Leute zu dir kommen und sagen, ja, gerade jetzt wir haben vorhin die Langzeitpflege angesprochen, immer anspruchsvoller, auch dort natürlich. Wie kann man sie unterstützen, um zum Beispiel empathisch bleiben bei Patienten, wenn du fast keine Zeit hast und die dich wahnsinnig fordern? Ja, zulassen. Also wirklich, es klingt so simpel, aber es ist so wirklich zulassen. Und herausfinden, ganz oft ist es wirklich, man muss einfach mal loswerden. Eben gerade, weil man bei den Patienten immer korrekt, also immer, doch im Normalfall sollte es so sein, immer korrekt bleibt, immer ruhig bleibt, immer empathisch bleibt, oder? Und manchmal wirst du wirklich extrem provoziert und überhaupt nicht korrekt behandelt von Patienten, oder? Aber du bleibst gleich professionell. Und eben, wenn sie dann gerade zu mir kommen, halt wirklich zulassen, oder? Und ich frage dann immer, hast du jetzt das gebraucht oder was brauchst du jetzt? Und wirklich ganz oft, ich würde sagen, etwa 70% ist wirklich, ich jetzt einfach mal loswerden und wie auch nicht einmal unbedingt hören, dass du mir jetzt recht gibst, sondern einfach irgendwo können mal dämpfen, aber in einem geschützten Rahmen, oder? Und das andere ist aber natürlich, wenn jemand wirklich kommt und sagt, hey, da und da geht nicht, meistens sind es wirklich pflegeethische Themen, nicht einmal so zwischenmenschlich in den Teams, sondern wirklich, wenn sie sagen, hey, da ist die Qualität gar nicht vorhanden oder ich kann nicht mehr dahinter stehen oder so, dann schauen wir es wirklich zusammen an. Und das ist genau da, wo wir eigentlich dann auch von uns aus auch mit den Betrieben direkt in Kontakt gehen. Weil wir suchen auch, oder eben wie gesagt, unser Ziel ist 400 Leute. Wir können gerne mit allen Institutionen in der Schweiz zusammenarbeiten. Uns ist es extrem wichtig, dass wir Institutionen können unterstützen, die die gleiche Vision wie wir haben. Den Personalerhalt und in den Rahmenbedingungen, die wir haben, wirklich auch gute Qualität können leisten. Und oft ist es auch so, dass die Institutionen sogar froh sind, wenn man sie auf das aufmerksam macht, aber nicht mit dem Finger zeigen, sondern hey, da und da ist uns jetzt aufgefallen. Also da erleben wir wirklich extrem positives Echo. Also wirklich auch dort, aber auch immer das Empowerment, okay, wie kannst jetzt du das angehen? Oder was sind deine Vorschläge? Weil das ist natürlich schon auch so, wenn du, so stelle ich es mir vor, ich habe ja kein Kind, aber so stelle ich es mir vor mit Kind, oder wenn du am Kind immer alles vorzeigst oder übernimmst, wird es nie selber können. Obwohl es vielleicht dem Kind einleuchtet. Und das Gleiche ist ja eigentlich mit den Mitarbeitern oder den Arbeitskollegen, oder? Wenn sie selber auf die Lösung kommen, mit vielleicht gezielten Fragestellungen, dass sie nachher wie selber die Lösung das können ausprobieren und vielleicht funktioniert es dann auch mal nicht, aber dann funktioniert es und ist der Lerneffekt viel grösser. Wenn ich dir jetzt zulasse, hast du das Gefühl, in den Ausbildungen wird zu wenig Gewicht auf das gelegt? Es wird extrem grosses Gewicht aufgelegt auf das Thema Reflexion. Also immer das Rückblickende. Das ist eigentlich auch gut. Aber ich habe es eigentlich lieber, wenn man führen schaut. Ich habe noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, für mich selber. Relationales Coaching nennt sich das. Und das geht total. Da schaust du eigentlich null zurück. Du schaust nur führen. Und du lernst dort mit den richtigen Fragen jemanden eben selber dazu auf die Lösung kommen, sozusagen. Und ich selber, ich habe das eigentlich für mich gemacht, indem ich nutze es natürlich an. Ich lasse mich seitdem selber im relationalen Coaching sozusagen von einem Coach coachen. Obwohl ich bin schon sehr zukunftsorientiert, aber ich meine auch ich denke manchmal, oh Mann, so ein Scheiß oder so, oder? Aber wirklich halt Leute dazu bringen, führen zu schauen. Und in der Ausbildung ist sie, also zumindest, wo ich noch da war, auch wo ich von denen höre, die jetzt noch ein bisschen jünger sind wie ich, ist wirklich das grosse Thema immer Reflexion, oder? Und natürlich machst du dort als Fazit, okay, was könnte man jetzt in einem ähnlichen Fall nächstes Mal wieder machen? Aber ich glaube, es ist wie so, eben man verliert dort wieder wie zu viel Zeit mit der Vergangenheit, die du nicht mehr verändern kannst. Also vorwärts schauen, eben zukunftsorientiert. Genau. Ja. Hey, wir möchten dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Also woher kommt das? Du hast mir auch gesagt, vor dem Gespräch zum Beispiel, du stehst gar nicht so gerne im Mittelpunkt. Das ist mehr Mittel zum Zweck. Also das heisst, das jetzt da ist für dich eher anstrengend? Ja, es ist also anstrengend, ist jetzt vielleicht ein falsches Wort, aber es ist schon, ich sage jetzt mal, oder ich habe das Gefühl, wenn ich andere irgendwie auf Bühnen oder irgendwie Interviews oder so sehe, dass sie es mega gerne machen und voll aufblühen in dem. Und bei mir ist es sicher so, ich habe mich jetzt in den letzten paar Wochen ein bisschen mehr daran gewöhnen, weil ich jetzt gleich seit dem SEF das ein oder andere Interview machen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, yay, mega cool. Also ich würde sehr gerne jemandem
ich würde das sofort jemandem abgeben von meinem Team, wenn das irgendwie jemand würde wollen oder so. Aber es ist schon so, und das ist schon das Schöne vom Team, oder? Sie sagen wie, ja, aber du bist wie unsere Visionärin und es ist schön, bist du unsere Stimme sozusagen und auch, du sagst, hinter dem stehen wir, oder? Und ich glaube, ja, ich kann einfach nicht eben die Faust im Sack machen und darum mache ich das auch, tue mich in dem Sinn exponieren und ja. Wobei, du bist natürlich schon lange eine Macherin. Du hast dich ja auch schon als 20-Jährige sehr stark für Politik interessiert. Also der Drang, etwas zu verändern in der Gesellschaft, der ist schon lange da. Der hat sicher auch mit deiner Herkunft zu tun. Du sagst unter anderem auch, dein Papi ist dein grosses Vorbild. Über all das reden wir noch. Zuerst aber ein Song, der dich seit 7 Jahren jeden Morgen weckt. Alessia, wie bist du zu Arizona und Oceans Away? Wie bist du zu deinem Wecksong gekommen? Ich war damals 4 Monate in Chicago, Sprachaufenthalt. Und ja, habe dort gehört, ich glaube im Radio, bin mir gar nicht mehr sicher. Und der hat irgendwie so gepasst in das Aktuelle und irgendwie, ja, sind schöne Erinnerungen und vor allem es ist so ein bisschen ein ruhiger Start in den Tag, genau. Arizona und Oceans Away. I never let my guard go down, but you messed me up when you came around. When the high wore off, no, you needed space, but I don't wanna wait. I don't wanna miss it. 2,000 miles in an ocean away, but I see the sunrise, oh, just like the other day. Picture your eyes as I fall asleep. Tell myself it's alright, oh, as the tears roll by. I wish I could feel your face. Ooh, I'm helpless when I'm oceans away. I never felt a room so still. See the future coming, hope it isn't real. I learned to fake a smile as the time runs out. I don't wanna wait, oh, I don't wanna miss it. 2,000 miles in an ocean away, and I see the sunrise, whoa, just like the other day. Picture you right as I fall asleep. Tell myself it's alright, oh, as the tears roll by. I wish I could feel your face. Ooh, I'm helpless when I'm oceans away. Ooh, I wish I could feel your face. Ooh, I'm helpless when I'm oceans away. Helpless when I'm oceans away. I'm helpless when I'm oceans away. Ooh, I wish I could feel your face. Ooh, I'm helpless when I'm oceans away. Genau so wacht Alessia Schrepfer, unser heutiger Fokusgast, seit 7 Jahren am Morgen auf. Wie ist das eigentlich für deinen Partner, für deinen Mann, für den Michael, wenn er immer mit dem gleichen Sound aufsteht oder auch wach wird? Ihn nervt das Lied voll.
aber ja, es ist jetzt wie so eine Gewohnheit. Manchmal muss ich ja vor mir aufstehen und sein Wecker ist viel schlimmer. Was hat der für einen? Ja, so ein richtiger, wie erst schon am Handy, aber so ein Triller-Ding und da kommt ein halber Herzinfarkt über. Bei mir kann man wenigstens so ein bisschen weiter schlummern. Bist du jemand, wo gut schläft, der Ring aufsteht, nichts geht ohne Kaffee, niemals ein bisschen mit in deinen Morgen? Ich bin voll der Abend- und Nachtmensch. Entsprechend hätte ich keinen Wecker, würde ich, glaube jeden Tag bis um 9, halb 10 schlafen. Das geht natürlich nicht. Genau, und darum, wenn ich aufstehe, dann, ja, ich brauche als erstes den Kaffee und, ja, also, der Michael darf mich die ersten 30, 45 Minuten am liebsten nicht ansprechen. Das ist schon immer so gewesen. Also schon, da habe ich schon ganz jung, schon als Teenie gehabt. Ich glaube, das habe ich von meiner Mami geerbt. Ein bisschen Morgenmuffel. Genau. Also wenn du mich nicht ansprichst, bin ich super drauf. Dein Mann, der Michael, hat Physik studiert, ist jetzt eher im Investmentbereich tätig, investiert in Startups. Du bist gerade als Jungunternehmerin vom Jahr ausgezeichnet worden, vor allem auch, weil du mit eurem Startup WeNurse das unternehmerische Denken im Gesundheitswesen, also von der Basis her, von den Pflegenden her, willst vorwärts bringen und die Pflegenden auch zu Unternehmerinnen machst. Inwiefern hat dich jetzt in dem Denken, in deinem Berufsleben dein Mann auch beeinflusst? Beeinflusst würde ich sagen nicht, weil für mich war eigentlich schon immer klar gewesen, dass ich mal in die Selbstständigkeit gehen will. Ich hätte jetzt nicht unbedingt gedacht, dass das jetzt schon ist, vielleicht eher ein bisschen später. Aber er hat mich extrem damit bestärkt, um den Schritt zu wagen und auch unterstützt natürlich im Sinne von, hey, mach's, du kannst das. Er kennt auch meinen Co-Founder gut, er hat gesagt, hey, wir sind ein super Team. Das ist natürlich der Vorteil, dadurch, dass er genau in diesem Bereich ist und in Startups investiert, nicht in unseres, also nicht, dass man jetzt das wollen, aber finde ich noch wichtig zu sagen in dem Sinn. Weiss er ja schon die Mechanismen, er sagt immer, hey, das Team macht es im Endeffekt aus und ja, glaubt da voll an mich, an uns und das hilft natürlich schon auch extrem. Genau. Ich habe es total herzig gefunden. Ich habe im Vorfeld von dem Interview mit deinem Vater geredet. Er ist Unternehmer und hat eigentlich gemeint, er sei für seine Kinder eher ein abschreckendes Beispiel, weil er eben so viel gearbeitet hat. Er war auch noch 16 Jahre im Gemeinderat gewesen und ist eigentlich völlig überrascht gewesen, dass du ihn rund um deine Auszeichnung als Vorbild angegeben hast und hat sich riesig gefreut über das. Ja, ist noch witzig, dass sie ihn überrascht, weil ich glaube, ich habe ihm das auch schon gesagt, aber mein Vater, obwohl er aus meiner Sicht immer mega im Mittelpunkt gestanden ist, halt einfach auch, weil er auch polarisiert hat und so, ist es eben, glaube ich, auch gar nicht so gern. Ich glaube mehr auch so, aber ich kann es dann auch wie nicht lassen. Und für mich ist da, ja, ich muss wie rückblickend sagen, ich glaube, wahrscheinlich müssen wir jetzt meine Mami fragen, für sie ist es sicher herausfordernder gewesen, aber ich als Kind in dem Sinn habe extrem viel Zeit mit ihm verbracht und habe das eigentlich immer bewundernswert gefunden, dass er sich damals eben auch mit 2 Kindern, mit Frau, Haus und allem, aus einem guten Job raus, sich, glaube ungefähr mit Mitte 40, also ich bin mir gar nicht sicher, aber ich bin, glaube um die oder ein bisschen vorher, ich weiss es nicht mehr. Es ist gleich so die Kindheitserinnerung, aber dass er es sogar dann gewagt hat und das war für mich schon auch jetzt gewesen. Ja, ich meine, ich bin verheiratet, wir haben noch kein Kind oder wir haben kein Kind und so das Thema, wir haben viel weniger Risiken. Und so wie, hey, andere schaffen es eben sogar mit Familie und Hypothek und keine Ahnung was. Und ja, nein, für mich ist das immer so. Und eben halt einstehen. Also ich glaube, dort ist vor allem oder zu dem stehen, wo man denkt, auch wenn es mir vielleicht ein bisschen unbequem ist, ja. Mhm. Du hast auch vorher gesagt, wo dein Wegsong gelaufen ist, Arizona Oceans Away, du bist halt jemand, der wirklich polarisiert, der auch aneckt. Und das ist etwas, was du von deinem Vater her kennst. Als Gemeinderat hat er das sicher auch gehabt. Hast du das auch irgendwie für dich angeschaut oder wie gehst du mit dem um? Mhm. Ja, also kritisiert wird niemand gern in dem Sinn und man will auch ich will gemacht werden. Ja, ich ecke grundsätzlich nicht gern an, aber es ist nötig, habe ich das Gefühl. Und ich glaube immer, wenn du jemandem auf den Fuß trittst, dann bedeutet es eben, dass du jemanden triggert hast und dann ist wahrscheinlich schon irgendetwas dran, dass man dort vielleicht etwas verändern müsste, weil sonst wäre es jedem egal, was ich erzähle. Oder? Also du bist zum Beispiel sehr jung, hast auch schon kandidiert für Jungpolitikerin mit 20. Also weißt du, woher kommt das Feuer, sich einzustehen für etwas, wo du denkst, das ist wichtig, ich will jetzt das Gesundheitswesen vorwärts bringen, den Pflegeberuf, aber ich will auch wirklich dafür einstehen. Woher kommt das Feuer?
Ich weiss es im Fall nicht. Ich will einfach sagen, das ist mir weit Wiege gelegt worden. Ich glaube, das ist einfach ein Teil von meiner Persönlichkeit und habe das irgendwie, schon immer gehabt. Und vor allem eben, halt eben das Thema machen. Ich habe mega, ich weiss nicht, ich glaube, da habe ich wirklich schon immer halt ausprobieren, testen. Ich glaube, ich bin auch teilweise manchmal in den jüngeren Jahren vielleicht auch frech gewesen. Ich glaube, meine ehemaligen Chefs, die haben mich alle gut mögen, aber ich glaube, der eine oder andere hätte schon mal gedacht, du, zum Glück bist du so ein super Mitarbeiter, sonst würde ich dir, glaube ich, schon längst mal die Geldkarte geben. Und dort halt auch so ein bisschen, ist noch spannend, eine sehr gute Chefin, die ich in meiner ersten Anstellung als ausgelernte Fage, die hat mir mal gesagt, Alessia, ich glaube, du schaffst es weiter, aber du musst an deinem Pokerface arbeiten und wie du Zeug ausdruckst. Sozusagen der Inhalt 100% bei dir, aber du musst lernen, wie kommuniziere ich das Adressatengerecht und vor allem, was machen deine Gesichtsentgleisungen, oder? Das Spannende ist aber, sie selber ist jetzt nicht gerade die stärkste Kommunikation für die Gesichtsentgleisungen, aber ist gleich mega gut für können. Und da habe ich auch mit ihr gesagt, okay, gib mir jetzt immer ein Zeichen, wenn ich es wieder nicht mache, oder sag mir es nachher, dass ich es trainieren kann. Das war mega mühsam gewesen, aber ich habe mega so die Entwicklung machen und ich glaube, darum kann ich gleich auch in den letzten Jahren sehr gut an Leute gleich auch gewinnen oder eben an einem Diskurs, oder man muss sich auch nicht immer gleicher Meinung sein. Und wie jetzt gerade die Weggefährten, wie haben die reagiert, wo du zur Jungunternehmerin des Jahres gekürt worden bist? Weil dein Vater hat gesagt, ja, ich habe die Konkurrenz gesehen und so, und ich bin schon noch überrascht. Das freut mich natürlich mega fest, aber ich bin schon noch überrascht, dass sie da wirklich den Titel dann bekommen hat. Wie sind die Feedbacks gewesen? Mega positiv, wirklich. Also mir haben auch viele gesagt, für mich ist das völlig klar gewesen. Also ich denke, okay, komisch, weil ich bin selber total überrascht gewesen. Es ist auch eine mega Ehre, eben gerade auch mit so bekannten Leuten. Oder eben, also unter anderem ist Alex, die Patrizia Leri, auch nominiert gewesen. Genau. Das Spannendste habe ich schon fast gefunden, mein Säcklehrer, wo mir eben gesagt hat, ja, machst du es von der Kindergärtnerin, der hat mir ein Kärtchen geschrieben, mega herzig. Ich würde jetzt mal in die These stellen, ich glaube, der hätte nie gedacht, dass ich mal so ambitioniert bin, weil ich bin eher, ich sage jetzt ein bisschen eine bequeme Schülerin gewesen. So auswendig lernen, das war jetzt nicht so mein Ding gewesen. Wobei, da muss ich einhängen, dein Vater hat eigentlich ganz fest Hoffnung gehabt, dass du die Erste in der Familie bist, die einen akademischen Weg geht. Und ist ein bisschen enttäuscht gewesen, dass du das nicht gemacht hast, dass du nicht in die Kante bist. Wie war das für dich? Genau, das stimmt. Ja, im Fall damals, ich bin im Dorf gross geworden, im Thurgau, und es hat so richtig wenig gehabt, die überhaupt erkannt sind. Es war auch eher uncool gewesen, für Schlusszeichen. Rückblickend muss ich im Fall schon auch sagen, wenn ich jetzt sehe, was ich jetzt alles gemacht habe, ja, hätte ich mir jetzt vielleicht den einen oder anderen Umweg können sparen. Wobei ich muss sagen, stehe ich heute genau an dem Punkt, weil ich am Schluss den Weg gemacht habe. Ich habe ja jetzt gleich auch meine akademischen Titel bekommen. Aber das ist ja schön am System in der Schweiz, oder? Du hast ja wirklich alle Möglichkeiten, egal welchen Weg das du einschlägst nach der Schule. Absolut. Du hast ja schon bei der Ausbildung als VG gewusst, ich will etwas ändern. Vielleicht kommen wir nochmal zu dem zurück, weil was ist denn der Auslöser gewesen, dass du gesagt hast, da muss etwas anderes gehen und ich, auch wenn das mich Energie kostet, ich will mich für das einsetzen? Ja, es sind im Fall wirklich teilweise die unsinnigen Abläufe gewesen und das ewige Diskutieren über aus meiner Sicht einfach unnötige Sachen. Und ich weiss, das mache ich vielleicht wieder ganz viel verrückt in der Pflege, aber ich habe wirklich, ich glaube, einer Hand abzählen, wenn ich in der Schicht Überzeit machen musste. Vielleicht hatte ich Glück gehabt, das sind immer ruhige Dienste gewesen, keine Ahnung. Aber ganz viele, die dann eben in das Unstrukturierte reinlaufen, die machen das ja nicht extra. Sondern es sind vielleicht nicht die richtigen Vorbilder oder komische Prozesse oder weiss Gott was vorhanden, oder? Und ich sage immer, es gibt so viele super gute Leute in der Pflege. Ich würde sogar sagen, die absolute Mehrheit. Und dann ist vielleicht noch ein paar wie jeder Branche, die es einfach nicht können, wo ich überzeugt bin. Da ist auch mega viel Potenzial, aber die trauen sich einfach wie noch nicht, das jetzt anzugehen, weil eben, da bin ich wieder beim Netzwerkeffekt, oder? Das habe ich schon gemerkt, also wenn man meinen Lebenslauf anschaut, ich bin jetzt nie mega lang gewesen, aber es ist immer wie ein
Karriereschritt gewesen für das grosse ganze Ziel und nicht, weil ich es blöd gefunden habe vor Ort, sondern weil halt die nächsten Funktionen wie gar nicht frei waren. Aber gleich, warum sollten denn die Leute Überzeit machen? Da komme ich jetzt nicht ganz raus. Nein, ja gut, das heisst ja ganz oft, oder, dass man über den Dienst aus muss arbeiten. So und das ist auch ganz viele in der Debatte, oder zu wenig Personal, man schafft länger etc. Oder und das ist natürlich auch über 15 Jahre her, was du gemacht hast. Vielleicht ist es heute schon anders. Ja gut, über 15 Jahre ist es nicht her. Von über 15 Jahren habe ich einfach die Lehre angefangen. Genau. Oder? Aber ich sage jetzt mal, an der Basis habe ich bis vor 5 Jahren ja noch mitgearbeitet. Und auch dort hast du keine Überzeit gemacht? Nein. Nein. Hey, ich möchte noch schnell darauf kommen, du hast ganz viel Feuer für das, was du machst. Du bist eine Macherin. Aber gerade wenn man so jemand ist und so viel Energie gibt, dann zahlt man auch einen gewissen Preis. Was hast du das Gefühl, was ist der Preis, den du zahlst dafür? Also hast du ein Privatleben? Im Privaten also ja, ich habe ein Privatleben. Ich würde sogar sagen, das Thema Work-Life-Balance ist bei mir, glaube, obwohl ich schaffe sehr viel, aber ich habe auch extrem viel live. Ich nehme mir das einfach gezielt raus. Das ist vielleicht genau da, warum ich keine Überzeit gemacht habe. Also logisch, ich wäre jetzt nie in einem Notfall weggelaufen oder so. Aber grundsätzlich, man muss wie für sich an die Grenzen setzen. Und eben, man könnte immer 24 Stunden durcharbeiten. Und ich gehe 3-mal in der Woche mindestens in den Sport an, 1 bis 2 Stunden. Das ist mir mega wichtig. Da kann ich abschalten. Mein Mann würde sagen, ich bin Netflix-süchtig. Also ich bin manchmal selber stumpf, wie viel Zeit ich sogar für das noch verschwenden. Das ist übrigens, wenn ich noch gezügelt habe, ich gesagt, mein Pendeln auf Zürich im Zug wird meine Netflix-Zeit. Genau, dann tue ich sozusagen die Zeit richtig nutzen. Ich verbringe extrem viel Zeit mit Freunden. Donnerstag, Freitag, Samstag. Also dort holst du dir auch deine Energie wieder. Absolut. Und halt mit verschiedenen Menschen. Also gezielt im Privaten, nicht nur mit Leuten aus der Pflege, sondern ein Großteil von meinem Freundeskreis hat eigentlich gar nichts mit dem Gesundheitswesen zu tun. Du hast das Pendeln erwähnt. Also du und dein Mann zügeln ins Haus von deiner Großmutter zurück in die Heimat. Sogar er, der zwar in Zürich, also in der Aglo Zürich aufgewachsen ist, die treibende Kraft gewesen. Was reizt denn am Thurgau? Ein bisschen mehr Ruhe, mehr Natur. Und ist natürlich auch Opportunität gewesen. Heutzutage, wenn man Immobilien finden oder kaufen, ist es extrem schwierig und in Zürich eigentlich unbezahlbar für normale Menschen, wenn man jetzt nicht so. Aber und unterdessen in den letzten Jahren hat er natürlich auch meine Freunde und Familie sehr gut kennengelernt und fühlt sich dort ebenfalls sehr wohl. Genau. Deine Großmutter ist ins Altersheim. Ich meine, du bist erst 34, aber gerade mit deinem Beruf siehst du natürlich viel auch in die Langzeitpflege hinein, auch bei Altersheimen und so weiter. Mit all diesen Erfahrungen, mit allem, was du hörst, wie möchtest du im Alter mal leben? Was machst du dir da so für Gedanken? Ist im Fall extrem spannende Frage. Also in meinem jungen Alter habe ich schon seit 5 Jahren Patientenverfügung, weil ich vor allem fürs Hier und Jetzt genau weiss, wann ich wollen und ja nicht wollen. Jetzt das Alter selber habe ich mir noch gar nicht groß Gedanken gemacht, aber wenn ich jetzt ganz spontan müsste entscheiden, gerade auch, weil ich sehr viel Altersheimerfahrung habe, ich würde glaube schon gehen, wenn es ein cooles Heim. Also ich muss sagen, natürlich, wenn du ein riesen Pflegefall bist, Bettlägerin und so bist, ja, dann ist es wieder die Heim im Heim schön. Aber sonst grundsätzlich mit immer so das Gefühl, das ist so schlimm, wenn man dort hinkommt, aber es ist eigentlich, also ich muss sagen, wenn es so weit muss kommen, würde ich glaube schon nicht hingehen, aber ich hoffe natürlich, dass ich möglichst lange unabhängig und selbstständig kann die sein. Hey, wir haben jetzt viel in dieser Stunde über die Herausforderungen in der Pflege geredet, über wie man mehr unternehmerisches Denken reinbringen kann und natürlich mit dem die Kosten kann senken. Was stimmt dich bei all diesen Herausforderungen zuversichtlich? Auch gerade für den Beruf, wo du ja ganz fest dafür einstehst, wo ganz fest dein Feuer dabei ist oder deine ganze Motivation drin ist. Was stimmt dich zuversichtlich? Ja, die mega viel positive Momente in diesem Berufsalltag und eben auch da, wo ich erlebe, eben nebst all diesen Rahmenbedingungen, die nicht optimal sind, du kannst mega viele positive Sachen erleben mit diesen Leuten und so viel Dankbarkeit kommst auch über. Ich habe vorher gesagt, ich war selber gerade auf einem Einsatz gewesen, wo ich auch
den einen oder anderen Patientenfall wirklich eng begleitet habe, mit diesen Fortschritten angebracht habe. Oder Palliativsituationen, wo du wirklich, sagen wir, würdevolles Sterben kannst ermöglichen, trotz eben dem Druck, der rundum ist. Und halt wirklich, wenn es nicht hart auf, aber wenn es darauf ankommt, dann funktioniert eben mega viel und genau das würde ich eben mitgeben. Es muss nicht immer erst, ich sage jetzt, eine Palliativsituation sein oder eine Akutsituation oder jetzt wirklich eine komplexe Situation und dann können wir es ja immer verändern. Also dann funktioniert auch viel, werden alle auch kreativ und machen und tun und schaffen sich die Zeiten und genau da würde ich eigentlich bei der Pflege erreichen, wenn wir es dort können, dann können wir es erst recht im normalen Alltag. Und darum sehe ich auch, es gibt so viele hunderte Beispiele, wo es funktioniert und darum bin ich absolut optimistisch, dass das Veränderung kommt. Ich würde aber an dieser Stelle auch einen Appell an die ganze Gesellschaft machen. Ich meine, wenn man Kosten und so anschaut, also jeder Einzelne sollte sich wirklich überlegen, wann gehe ich zum Arzt, wann gehe ich auf den Notfall, weil ich sage jetzt mal, Kostentreiber sind in erster Linie jeder Einzelne von uns. Immer im Entscheid, wann brauche ich das Gesundheitswesen und da sehe ich schon einen Trend, der nicht gut ist. Also bleiben wir gerade dort in Bezug auf die Kosten. Du hast erwähnt, ja, wir alle können intensiv mithelfen, die zu senken. Wenn du uns jetzt 3 Punkte mit auf den Weg kannst geben, welche sind es? Also nicht gerade sofort bei Tag 1 zum Arzt rennen, wegen einem Arztzeugnis. Dort natürlich als Individuum, aber auch die Institutionen. Es bringt nicht, wenn sie am Tag 1 das Arztzeugnis bringt. Sind sie in der Regel nur noch länger krank, als sie vielleicht nicht wären, wenn sie kein Zeugnis hätten. Nummer 2, das sehe ich auch zukunftsträchtig. Apotheker sind super gut ausgebildet, um auch eine sehr gute Erstberatung zu machen. Also halt vielleicht wirklich mal dort holen. Und das 3, Prävention. Hätte eigentlich an erster Stelle kommen müssen, weil das ist mein Lieblingsthema. Halt wirklich, ja, sich bewegen, genug schlafen, blöd gesagt. Und damit sage ich gar nicht leben wie, keine Ahnung, jemand, der keine Ahnung. Ich meine, ich trinke auch gerne ein Glas Wein oder gehe Party machen oder keine Ahnung was. Aber einfach ein bisschen den gesunden Menschenverstand. Wir brauchen heute mit den ganzen Social Media und den vielen Informationen und eben einem riesen Angebot im Gesundheitswesen. Jeder von uns hat einen Körper. Und im Endeffekt, auch wenn wir ganz viele Hilfsmittel haben, du bestrafst dich selber sozusagen. Und darum halt wirklich überlegen, ja, was kann ich präventiv machen, dass ich gesund bleibe. Und auch eben, sei es psychisch und körperlich. Das finde ich ein gutes Schlusswort. Und gerade wenn es um die psychische Gesundheit geht, kann ich euch sehr das Fokusgespräch mit der Neurowissenschaftlerin Barbara Studer ans Herz legen. Sie hat uns einen Haufen Tipps gegeben, die man ganz gäbig kann im Alltag einbauen kann. Und erzählt auch, wie hilfreich die Musik ist, gerade wenn es um die psychische Gesundheit geht. Und Alessia Schöpfer, wie ist es denn bei dir? Was für einen Stellenwert hat die Musik in deinem Leben? Musik ist mega wichtig für mich. Ich habe leider in diesem Punkt kein Talent. Ich habe mal probiert, Schlagzeug zu lernen. Auch weil meine Eltern gefunden haben, du musst das Instrument lernen. Habe ich übrigens extra Schlagzeug noch, um sich ein bisschen nerven, weil das laut ist. Nicht Flöte. Die meisten fangen dann mit Flöten an. Also Flöte haben wir natürlich in der Schule. Okay. Das ist schon darüber hinaus. Nein, aber sonst Musik ist mega. Also eben, ich stehe mit Musik auf. Ich habe immer Kopfhörer im Ohr, manchmal beim Arbeiten. Es ist, ich finde, in jeder Lebenslage, auch ich kann mega gut studieren zur Musik und also studiere ja einfach über Gott und die Welt nachdenken, also immer, ob es beruflich oder privat ist. Ich finde, ohne Musik könnte ich nicht leben. Darum hören wir auch auf mit Lieblingsmusik von dir, und zwar Tabu Fantastic «Unter dem Schirm». Und du hast gesagt, das ist nicht nur ein Song, sondern einfach auch die Message, die dir sehr zusagt. Ja, es ist so ein lebensfrohes Lied und gleich hat es so die Bedeutung für mich, ja, eben gemeinsam zusammenkommen und unter dem Schirm hat nicht nur einen Kopfplatz, sondern wir können auch mehrere Leute runterkommen und ich finde das, ja, es ist wie ein einfaches Lied, aber gleich finde ich die Message irgendwie recht tiefgründig. Dann lassen wir doch da gerne rein. Danke vielmals, Alessia Schöpfer, für das Gespräch. Danke auch. Und wenn ihr Anregungen, Inputs zu dieser Sendung habt, dann erreicht ihr uns via Mail fokus@srf.ch. Wer hätte gedacht, dass das Gewitter gibt? Rund um die Sonne, doch der Blitz schlägt ein. Plötzlich leert der Himmel alles aus. Was sich angesammelt hat, kommt runter, du. Stehst da wie ein verhudelter Baum, dein ganzer Körper nass.
Es regnet über dir, ist die Wolke grau, ich bin im Trocknen mit dem Murderball. Komm doch zu mir unter das Schirm, ich hab da unten so viel Platz. Der Regen ist nur halb so nass, mit dir und mir unter dem Schirm. Komm doch zu mir unter das Schirm, ich hab da unten so viel Platz. Der Regen ist nur halb so nass, mit dir und mir unter dem Schirm. Unter meinem Schirm hat's noch Platz für dich, trotz allen Schafen, die im Trocknen sind. Neben dem allgemein sehr fetten Rave hat's für dich noch eine Ecke frei. Du stehst da wie ein verhudelter Baum, dein ganzer Körper nass. Es regnet über dir, ist die Wolke grau, ich bin im Trocknen mit dem Murderball. Komm doch zu mir unter das Schirm, ich hab noch ohne so viel Platz. Der Regen ist nur halb so nass, mit dir und mir unter dem Schirm. Komm doch zu mir unter das Schirm, ich hab da ohne so viel Platz. Der Regen ist nur halb so nass, mit dir und mir unter dem Schirm. Kommen zu uns unter den Schirm, wir machen easy noch ein bisschen Platz. Unsere Arme sind so weit auf, da im Schermen vorne. Kommen zu uns unter den Schirm, wir machen easy noch ein bisschen Platz. Unsere Arme sind so weit auf, da im Schermen vorne. Komm doch zu mir unter den Schirm, ich hab noch ohne so viel Platz. Der Regen ist nur halb so nass, mit dir und mir unter dem Schirm.